Mehr als die Hälfte aller hörbehinderten Schüler lernt nicht mehr an Förderzentren, sondern besucht eine Regelschule in Wohnortnähe. Ist Inklusion also nicht mehr nur ein Ideal, sondern schon gelebte Praxis? Kann man den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler gerecht werden? Wir zeigen 4 Beispiele. Ich bin Jette, 13 Jahre alt, in der 7. Klasse und besuche die OBS Wiefelstede. Während Jette vor der Schule die Freundinnen trifft, bereitet ihre Schulassistentin Carola alles für den Unterricht vor. Die ersten 6 Schuljahre musste sich Jette selbst darum kümmern. Das musste dann immer irgendwie alles organisiert werden, dass ich selber mit dem Unterricht nicht richtig beginnen konnte, sodass ich immer so 15 Minuten hinterherhing, weil ich irgendwie die Mikros immer einsammeln musste und einpacken musste, aufladen musste, weil ich das einfach alles nicht hinbekommen hätte. Und ich habe dann halt auch den größten Teil des Unterrichts verpasst, weil ich mich einfach so mit den Mikros konzentriert habe. Neben der FM-Anlage sorgt auch ein Schriftdolmetscher online dafür, dass Jette dem Unterricht folgen kann. So, wir machen das so, wie ihr es kennt, dass wir der Reihe nachlesen und ihr an die Mikrofone denkt. Was sich 2 oder 3 Leute aus der Klasse ausgedacht haben. Man mobbt halt niemand, nur weil der halt anders aussieht. Vielleicht in der Grundschule auch. Vielleicht habt ihr so eine Situation beobachtet schon mal? Ohne Schriftdolmetscher, ohne Schulbegleitung war es einfach so nur Stress pur. Ich wusste nicht, ob ich wirklich alles verstanden habe, war mir unsicher, hatte selber einfach Angst, dass ich irgendwas verpasst habe oder irgendwas nicht verstanden habe. Ja, es war einfach schwierig. Wie verhält sich Nico Jette? Aber ich glaube, er ist mutig, weil er Marco als Gegner nimmt. Also es war am Anfang für die Schüler, die waren ganz nervös, wenn sie das Mikrofon bekamen und da reinsprechen sollten, sodass am Anfang Stille war. Die ersten 2, 3 Wochen war die mündliche Mitarbeit nicht so gut. Und dann haben sie sich allmählich daran gewöhnt, dass sie das Mikro einfach nur benutzen, um Jette zu unterstützen. Und es ist eine sehr soziale Klasse schon immer gewesen und dadurch sind die gewachsen einfach, zusammengewachsen auch. Natürlich haben sich bei uns auch die Klassengemeinschaft verändert, einfach weil wir mehr aufeinander geachtet haben durch Jette mit den Mikros und so halt. Ja. Zu Hause bei Familie von Deetzen. Jette ist die einzige Gehörlose in der Familie und dazu Diabetikerin. Sie hat ein Cochlea-Implantat und kann damit hören, aber Gebärdensprache erleichtert ihr das Verstehen. Nachdem die Corona-Homeschooling-Geschichte erstmal erledigt war sozusagen und die Kinder wieder normal zur Schule gehen konnten, konnte man merken, wie sehr auch die Maskenpflicht Jette erschöpft hat. Und daraufhin haben wir nach einer Lösung gesucht und dann haben wir eine Schulbegleitung beantragt, die dann ab dem Tag halt an Jettes Seite war, was Jette sehr viel Halt gegeben hat. Aber trotzdem war das mit dem Sprachverstehen noch nicht abgedeckt. Es war immer wieder, dass sie halt so erschöpft war und gesagt hat, ich habe das nicht verstanden, Mama, ich bin mir nicht sicher, ob ich das wirklich alles mitgekriegt habe. Und dann haben wir überlegt und sind beim Schriftdolmetscher gelandet und haben gesagt, das wollen wir ausprobieren. Jette kam nach Hause und war so glücklich und hat gesagt, wow Mama, das funktioniert so toll. Einmal pro Woche gibt es das Fach Soziales Lernen, wo es um das soziale Miteinander geht. Ja, super. Die Schüler sollen gemeinsam einen Turm aus Klötzen bauen. Qualität, 100%. Das Anstrengende am Hören ist, dass man sich konzentrieren muss, dass man wirklich alles versteht. Und wenn man diese Angst hat, dann macht man sich beim Hören einfach nur Druck und Stress. Ich sehe mich auch in der Form als jemand, der unterstützt, dann, wenn Unterstützung möglich und nötig ist
Und ansonsten Jette so weit wie möglich einfach, sag ich mal, den Schulalltag genießen kann. Langsam hoch. Ja. Wir müssen langsam aufpassen mit den Bändern. Okay, pass auf mit den Radlocken. Wirklich ganz groß. Warte, stopp, lass es. Es ist nicht so, dass man den Antrag hinschickt und man kriegt 3 Wochen, so wie es eigentlich später sein soll. Du, ist es bewilligt? Nein. Man muss viel telefonieren, man muss viele Fragen beantworten, man muss sich rechtfertigen, man muss Akten vorlegen, man muss sich ausweisen, warum, wieso, weshalb. Und also es bedeutet eigentlich für die Eltern, wenn man so einen Antrag stellt, dass man schon die Ärmel hochkrempeln muss und man darf dann auch nicht den Mut verlieren, wenn dann das typische Schreiben kommt. Das können wir leider nicht übernehmen. Ausgleich vom Alltag. Auf dem Reiterhof der Großeltern. Hier habe ich Entspannung, Ruhe und kann abschalten. Und ich kann mich unterhalten in Gebärdensprache. Hallo. Wie geht's Melina? Gut. Was macht der Huf? Reiten geht. Ist sie lieb beim Reiten? Schön. Manchmal ist sie ja zickig. Ja, stimmt, schlimm. Die vielen Unterstützungsleistungen für Jette sind eher die Ausnahme. Was dem einen bewilligt wird, muss ein anderer noch lange nicht bekommen. Jeder Einzelfall wird geprüft. Schüler, die schwerhörig sind oder mit CI, haben in der Regel Anspruch auf Höranlagen und raumakustische Maßnahmen in der Schule. Bei Gehörlosen werden Gebärdensprach- und Schriftdolmetscher finanziert. Damit ist schon mal ein wichtiger Schritt getan. Doch wie ist es mit dem sozialen Umfeld an der Schule? Wie fühlt es sich an als einziger Gehörloser unter Hörenden? Elias Zander gehört zu den 14.000 Studierenden an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hallo, ich heiße Elias und bin im 4. Semester Wirtschaftsingenieurwesen. Ich war schon an einer Gehörlosenschule, einer Privatschule und inklusiv an einer staatlichen Schule, wo ich mein Abitur gemacht habe. Zurzeit studiere ich. Elias nutzt je nach Bedarf Gebärden- oder Schriftsprachdolmetscher. Auch das ist ein schönes Beispiel, weil hier kann man sehr schön sehen, ja, alles ist relativ schief. Das machen wir so am Anfang. Das war hier die exakte analytische Lösung. Das ist sozusagen das Nonplusultra. Da kommen wir aber aufgrund der Probleme, können wir eben nicht analytisch rechnen, müssen wir Näherungen finden. An der Gehörlosenschule war ich voll integriert. Die Lehrer nutzten Gebärdensprache und die Schüler nutzten Gebärdensprache. Das war toll, weil es bedeutete, dass die Kommunikation direkt lief, eben auch mit den Lehrern. Wir konnten direkt miteinander gebärden. An der Hörendenschule sah die Situation natürlich schon anders aus. Da saßen die Dolmetscher vor mir und dann ging die Kommunikation eben indirekt über sie. Das war schon eine andere Erfahrung. Aber es klappte ganz gut. Obwohl, es ist ein Unterschied. Aber so ist das eben mit der Inklusion. Ja, richtig gut. Ich habe noch eine Frage. Ja. Wie weit kann denn dieses Ding das verfolgen? Also vom Umkreis her, welche Reichweite hat es? Irgendwie 100 Meter oder? Ich glaube sehr, sehr weit, dadurch, dass das irgendwie mit Mobilnetz verbunden ist und so. Darf ich noch mal darauf hinweisen, Mindmapping bedeutet nicht eine Kontroverse zu führen, sondern es müssen Einflussfaktoren, damit ich später daraus tatsächlich eine Hypothese aufbauen kann zu diesem. Es ist explorativ. Elias wollte Abitur machen und wechselte deshalb in der 7. Klasse von der Gehörlosenschule an eine Privatschule für Hörende. Zwischen der 7. und 9. war ich an der Privatschule. Ab der 8., 9. Klasse fingen bei mir die Zweifel an. Ich kam mit den Hörenden irgendwie nicht richtig zusammen. Ich merkte, dass ich das gehörlose Umfeld eigentlich gebraucht hätte und habe auch überlegt, ob es an mir liegt oder was eigentlich los ist.
Dazu kam, dass die hörenden Lehrer wenig sensibilisiert dafür waren, was Gehörlosigkeit bedeutet und was man als Gehörloser braucht. Außerdem war es wirklich schwierig mit der Dolmetschsituation. Die Lehrer hatten dafür teilweise kein Verständnis. Für manche Lehrer war es problemlos, aber andere wollten es nicht und fragten, wieso jemand zum Dolmetschen dabei sein muss. Trotz Erklärung konnten sie nichts damit anfangen. In dieser Zeit habe ich überlegt, ob ich zurückgehe an die Gehörlosenschule oder an die Privatschule, die mich damals in der 5. Klasse und jetzt genommen hätte. Ich habe mir lange Gedanken gemacht und bin dann doch in die 9. Klasse an eine staatliche Schule gewechselt. Das war eine wirklich große Schule mit vielen hörenden Schülern. Da habe ich mich dann durchgefuchst. Elias besucht mit seinem hörenden Schulfreund Benedikt das Humboldt-Gymnasium in Potsdam, wo sie 4 Jahre gemeinsam gelernt haben. Hi, grüß euch. Dass man euch mal wieder sieht, ja? Mich würde wirklich interessieren, welche Mathematik er schon wirklich genutzt hat. Integration. Hier, wir gehen hier. Und wo hast du gesessen? Ich weiß es noch. Ich saß hinten. Hier, ich würde sagen auf dem Platz. Stimmt. Ja. Dann habe ich hier gestanden. Hinter mir waren 2 Gebärdendeutschsprecher und haben mir auf die Schulter geklopft, haben gesagt, Herr Blum, gehen Sie mal einen Schritt beiseite. Nee, andersrum. Falsch, andersrum. Du saßt hier. Das ist mein innerer Autismus jetzt. Was ich besonders schätze, war das, was ich schon mal angedeutet habe, sein Ehrgeiz, seine Hartnäckigkeit, bestimmte Dinge auch zu verstehen. Also er ist hier oft mit einer der Letzten gewesen, der es mit aus dem Raum gegangen ist, weil er dann nochmal hinterfragt hat, wenn er bestimmte Sachen noch nicht so für sich sofort erschlossen hat. Und er hat meinen Humor vertragen. Das war Goethe, stimmt's? Wie gebärdet man das? Ja, Goethe gebärdet man so. Goethe. Das ist die Anna-Amalia-Bibliothek. Erinnerst du dich noch an damals? Klar, da waren wir doch zusammen und haben sie mit dem Leistungskurs besucht. Wir beide sind uns, glaub ich, in der 9. begegnet. Da kam Elias in meine Klasse und wir haben in den Pausen oft zusammengesessen und Karten gespielt. Skat. Für Elias war es schwierig. Er wusste nicht, wie es geht und ich habe es ihm erklärt. Wir haben viel das Handy benutzt und dann auch das Fingeralphabet geübt. Immer wieder. Wir wollten uns unterhalten und da war die Kommunikation eben einfacher mit Gebärden. In den Pausen waren die Dolmetscher ja nicht da. Da war es dann schwierig zu kommunizieren und deswegen habe ich es selber gelernt, um alles besser und einfacher zu machen. Ja, Benedikt hat mir geholfen. Zum Beispiel, wenn die Dolmetscher nicht da waren, in den Pausen und ein Hörender oder ein Lehrer mich ansprachen und irgendetwas sagten. Dann hat er das gedolmetscht. Dafür bin ich echt dankbar. Ein Lehrer hat zum Beispiel etwas über eine gute Note gesagt und Benedikt hat es gedolmetscht. Oder wenn irgendetwas Wichtiges war, hat er mich darauf hingewiesen. Das hat mir in den Situationen geholfen. Elias mit seinen Eltern und Schwester Olga in Potsdam. Die Familie kommuniziert vor allem in Gebärdensprache. Für meinen Mann und mich war schon immer das Wichtigste, dass die Kinder sich wohlfühlen in der Schule. Am Anfang war das für beide in der Gehörlosenschule der Fall. Deswegen sind wir von Berlin nach Potsdam gezogen. Irgendwann sagten die Lehrer, Elias wäre sehr intelligent und sollte eigentlich eine andere Schule besuchen. Aber das war in der 4., 5. Klasse. Wir waren uns nicht sicher, ob er das schaffen würde. Wir hatten kein so gutes Gefühl. Aber in der 7. Klasse war zu merken, dass Elias weiter war und sich im Unterricht langweilte. Wir kümmerten uns dann um eine inklusive Schule und es klappte.
Von Anfang an inklusiv zu beschulen ist ein schwieriges Thema. An der Gehörlosenschule ist das soziale Miteinander stimmig, weil man unter Gleichen ist. Aber die Bildung bleibt auf der Strecke. Die Kinder sind viel zu heterogen in ihrem Entwicklungsstand. Wie sollen die Lehrer alle angemessen fördern? Zumal gehörlose Kinder mit gehörlosen Eltern ja bereits sprachlich fertig entwickelt sind. Das geht nicht gut. An der hörenden Schule sind die Inhalte angemessen, aber das Soziale schwierig. Eltern sind immer im Zwiespalt, was schwerer wiegt. Bildung oder das Soziale. Das ist bis heute so. Für Elias Schwester sind Bildung und soziales Miteinander gleichermaßen wichtig. Ich heiße Olga. Ich bin gehörlos und in 2 Welten aufgewachsen. Der Schwerhörigen und der Gehörlosen. Zurzeit mache ich Abitur an der Schwerhörigenschule in Berlin. Naturverlust ist der große gemeinsame Nenner. Was fällt euch als erstes ein? Genau, also vielleicht hat man später auch das Interesse verloren und interessiert sich vielleicht für etwas modernere Sachen, dass die Natur nicht mehr so eine große Rolle spielt im Leben. Dann macht ihr 3 doch die ersten 3 Punkte. Ich habe an diese Schule gewechselt, weil der Umgang unter Schwerhörigen einfacher ist. Wir sind alle eingeschränkt beim Hören, kennen die Situation und können uns einander anpassen. Mit Hörenden ist es für mich schwieriger, weil die sich nicht anpassen und ich mich sehr anstrengen muss, um alles zu verstehen. An der Schule hier ist das angenehmer und auch der Einsatz von Dolmetschern ist wesentlich einfacher. Das Anpassen ist für mich wichtig. Okidoki. In derselben Klasse lernt auch Felix mit Gebärdensprachdolmetscher. Die Schüler interpretieren das Gedicht Die Aussicht von Christian Schubart. Genau, es wird dann voll mitgehen. Ja, am Anfang sitzt er auf dem Tränenberg, sagt er. Das ist ja sein Tränenberg und später. Für mich ist das Modell hier an der Witzleben-Schule das Beste. Das Niveau stimmt für mich. Gebärdensprache ist da, Schriftdolmetschen ist da. Das fühlt sich richtig an. Es war einfach nicht das gleiche Niveau an der Gehörlosenschule. Hier ist es besser. Daran erkennt man ja auch, dass denn sozusagen mit um diesen Mauernsagen eingefangen ist. Ihr könnt euch wieder hinsetzen, Dankeschön. Der Nachteilsausgleich ist, dass wir hier nur 12 Leute in der Klasse haben und daher individueller arbeiten können. Ich gehe mit denen kleinschrittiger vor, gerade was so Ausformulierungen angeht. Also das haben wir jetzt im 2. Teil der Stunde auch gemacht, dass wir wirklich, die kriegen vorformulierte Beispiele, die arbeiten mehr mit Satzbausteinen, damit sie was haben, in dem sie sich auch sicher fühlen können, weil gerade die Ausformulierung ist doch oft ein Problem, da die richtige Nuance des Wortes zu treffen, die man auch bringen will. Aber am Ende, wenn sie in der Abiturprüfung sitzen, gibt es da auch keinen Nachteilsausgleich mehr. Unsere Unterrichtssprache ist nach wie vor die Lautsprache. Also wer zu uns kommt, gerade in den Nicht-Gymnasialklassen, der wird lautsprachlich unterrichtet. Olga oder die Eltern von Olga haben uns auf die Idee oder auf den Gedanken gebracht, dass wir Olga in so einem inklusiven Setting hier unterrichten können. Wir haben am Anfang beidseitig uns an diese Art und Weise gewöhnt und haben festgestellt, dass das also eine gute Sache ist, die mittlerweile auch Früchte trägt. Also mittlerweile haben wir hier 4 gehörlose Schüler in so einem Dolmetscher-Setting drin und erwarten im nächsten Jahr Zuwachs, wo dann ein weiterer Schüler ist, dass wir dann also 5 Schülerinnen im Gymnasium, im gymnasialen Bereich hier in diesem inklusiven Setting unterrichten. Was die Inklusion betrifft, ist es nicht so, dass die Regelungen wunderbar klar sind und die Behörden alle Bescheid wissen. Tatsächlich müssen Eltern stark sein und Hintergrundwissen weitergeben. Wir haben gemerkt, dass viele in den Behörden keine Ahnung haben. Wir mussten erklären und Überzeugungsarbeit leisten, dass Inklusion möglich ist und die Kosten dafür übernommen werden. Dabei saßen wir bei Sachbearbeitern, die das eigentlich hätten wissen und die Rechtsgrundlagen kennen müssen. Erst nachdem wir ihr all die Informationen gegeben hatten, wurde angenommen, geprüft und genehmigt.
Wir mussten unglaublich viel Vorwissen haben. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft ändert. Ich denke, das Kind selbst muss sich das wünschen. Eltern sollten inklusive Beschulung nicht einfach allein entscheiden. Das Kind muss den Wunsch und die Bereitschaft haben, Kontakt mit Hörenden aufzunehmen und sich auf eine andere Situation einzulassen. Das empfinde ich als wichtigen Punkt. Zudem braucht es Lehrkräfte, die bereit sind, das Kind aufzunehmen. Am wichtigsten ist für mich, dass das Kind sich in der Schule willkommen fühlt. Wenn Lehrkräfte Widerstände haben, dann klappt es nicht. Die Einstellung der Lehrkräfte sollte sein: Ich bin bereit, lasst es uns probieren. So kann es funktionieren. Bei Widerständen geht das nicht. Und man muss den Mitschülern erklären, was dafür gebraucht wird. Eigenartig ist nur, dass da ein Kind ist, das nicht hören kann. Alles andere ist quasi normal. Die Samuel-Heinecke-Realschule für Hörbehinderte in München hat einen neuen Weg der Inklusion eingeschlagen. Hörende, Gehörlose und schwerhörige Schüler werden gemeinsam in einer Klasse unterrichtet, wobei die unterschiedlichen Kommunikationsbedürfnisse zu berücksichtigen sind. Ein Erfolgsmodell? Und dann bekommt ihr hier jeweils ein Herrscherbild, was ihr anschauen sollt und in der Gruppe gemeinsam untersuchen sollt. Beim Herrscherbild ist es halt oft so, dass man halt weiß, dass der sehr mächtig war. Also da muss man schauen, ob es irgendwelche Symbole oder Zeichen gibt. Also zum Beispiel hat der ein Schwert oder was bedeutet dann auch das Symbol. Und dann guckt man. Die Gehörlosenpädagogin Iris Rauch wird von einer Dolmetscherin begleitet, um die Kommunikation für alle abzusichern. Vor 4 Jahren startete die Inklusionsklasse an der Samuel-Heinecke-Realschule, einer Fördereinrichtung für Hörbehinderte in München. Ich war in der hörenden Grundschule von der 1. bis zur 4. Klasse und zwar mit Dolmetschern. Ab der 5. Klasse bin ich in die Realschule hierher gewechselt. Das war, weil ich von der 1. bis zur 4. immer nur für mich war und mich allein gefühlt habe. Ich konnte mich ja nur mit den Dolmetschern unterhalten und nicht mit den Hörenden. Hier kann ich gebärden und fühle mich wohl. Das Besondere für mich ist halt immer in dieser Inklusionsklasse ist, dass die Dolmetscherin da ist, damit halt alle auch alles verstehen können. Aber was mir auch besonders an dieser Klasse gefällt, ist, dass ich habe auch von vielen Lehrern gehört, dass wir die einzige Klasse sind, wo wirklich alle gebärden können. Also manchmal bräuchten wir den Dolmetscher vielleicht sogar gar nicht. Aber es ist trotzdem schön, dass er da ist. Eigentlich läuft es gut. Aber mir ist aufgefallen, dass Vertretungslehrer, die hörend sind und nicht gebärden können, immer erst die Klasse fragen, wer hören und gebärden kann und sich dann dolmetschen lassen. Aber das ist ja nicht die Aufgabe der Schüler. Ich wünschte mir, dass alle Lehrer die Gehörlosenkultur kennen würden und versuchten, direkt zu kommunizieren, auch über Tafelanschrift und nicht über einen anderen Schüler. Und natürlich wäre es toll, wenn alle gebärden könnten. Das wäre mein Traum. Bildanalyse zu Kurfürst Maximilian Emanuel in getrennten Gruppen, je nach Sprachvorliebe. Und außerdem war er Kunstliebhaber und hat ganz viele wichtige Gemälde gesammelt und die sozusagen hier nach München in die ganzen Museen gebracht. Die Lautsprachler und die Gebärdensprachler. Also Thema über Maximilian Emanuel. Erster Schritt ist, also was ich geschrieben habe, Eindruck ist für mich normal und nicht so besonders. Genau, und man sieht im Hintergrund noch so eine Säule mit so einer Frau. Weißt du, was das bedeutet? Nee, das haben wir nicht rausgefunden. Wichtig ist für mich, dass etwa die Hälfte der Klasse gehörlos ist und die andere Hälfte schwerhörig bzw. hörend. Wenn nur 1 oder 2 Schüler gehörlos sind, klappt es nicht. Außerdem sollten alle Grundlagen in der Gebärdensprache haben und über die Grammatik Bescheid wissen. Das Gleiche gilt für meine Kollegen in der Lehrerschaft. Sie müssen die Gebärdensprachgrundlagen beherrschen. Das ist wichtig. Englisch mit Realschullehrer Stefan Aufschläger und Gehörlosenpädagogin Susanne John-Wuhl. Good morning. Sit down, please. You look quickly if you have got the same answers. All right?
Ganz. Das sind Waffen. Kanonen. Aber die speziellen Waffen auf dem Schiff, Ah, damals. das waren Kanonen. Okay, start now, please. Ich bin Lehrerin und auch Dolmetscherin. Im Unterricht mit meinem Kollegen merkte ich, er spricht sehr gut Englisch, beherrscht die Fachdidaktik und kann die Inhalte wunderbar visualisieren, was für Gehörlose sehr gut geeignet ist. In einem solchen Fall wird ein Dolmetscher gebraucht, damit jeder alles mitbekommen kann. Aber in der individuellen Arbeit, um vertiefend zu erklären, warum etwas so ist und wie es sich mit den Zeitformen verhält, da bin ich als Gehörlosenpädagogin gefragt. Ich war also hin und her gerissen zwischen den Rollen. Also haben wir abgemacht, dass ich das grüne Armband trage, wenn ich den Kollegen dolmetsche. Spricht er Deutsch, dolmetsche ich in DGS. Wenn er Englisch spricht, dolmetsche ich in ASL. In der Gruppen- oder Einzelarbeit mit den Schülern passe ich mich individuell an die jeweiligen Bedürfnisse an. Which of you would like to start reading? Okay. Die anderen üben jetzt korrekte Aussprache. Wir üben gemeinsam, wie man es gebärdet. Portsmouth. With about ungefähr About. 600. 100. 600. Super. Things that were in the Mary Rose. Weapons, clothes, shoes, plates, knives. Very good. What is a knife? What's a knife? Messer. Can you speak into the microphone? Yeah, a Messer. Henry was when... Den unterschiedlichen Bedürfnissen der Schüler gerecht zu werden, ist ein schwieriges Unterfangen. Es gibt keine allgemeingültigen Lösungen. Passgenaue Angebote mit allen Beteiligten zu erarbeiten, kostet viel Zeit und Kraft und führt mitunter erst über Umwege zum Ziel. Aber wie wir gesehen haben, ist vieles möglich. Tschüss!